Manege frei. Heute ist ein ganz toller Tag für den Claudio. Er darf nämlich mit der Mami und dem Papi und seinem besten Freund dem Maurice zum ersten Mal in den Zirkus. Schon am Abend vorher, nein, eigentlich schon die ganze Woche vorher, kann der Claudio vor lauter Aufregung nicht einschlafen. «Mami, was gibt's denn eigentlich alles im Zirkus zu sehen?» fragt er Mami. Sie sitzt wie jeden Abend auf der Bettkante ganz nahe beim Claudio. «Lass dich überraschen und hör auf, mir Löcher im Bauch zu frögeln», sagt Mami lachend. «Es wird bestimmt ein unvergesslicher Tag mit vielen Überraschungen für uns alle werden.» Der Claudio ist zwar nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort, aber trotzdem kuschelt er sich unter seine Bettdecke und freut sich auf seinen ersten Zirkusbesuch. Er hört die Mami schon nicht mehr «Gute Nacht, Claudio» flüstern, denn er träumt schon vom Zirkus. Am nächsten Morgen ist der Claudio schon sehr früh wach. «Juhu! Heute ist der grosse Zirkustag!» ruft er begeistert und kumpelt durchs ganze Haus. Er sucht all seine Kuscheltiere und Actionfiguren zusammen und spielt mit ihnen Zirkus. Wie wird es echt im echten Zirkus sein? Ist es dort echt laut und lustig oder spannend und leislich? Ding dong! Es läutet an der Tür. Der Maurice wird von seiner Mutter gebracht und endlich kann das grosse Zirkusabenteuer anfangen. Schon von weitem sehen die beiden Buben das grosse, bunte Zirkuszelt. Es ist rot-weiss gestreift und mit goldigen Sternen verziert. Zirkus Zottelbär steht gross über dem Eingang. «Los, schnell!» rufen die beiden Buben ungeduldig und steigen aus dem Auto raus. Der Claudio und der Maurice laufen so schnell voraus, dass Mami und der Papi kaum hintendrein kommen. Stolz zeigen die beiden im Platzanweiser ihre Karten. Und los geht's in die Welt vom Zirkus. «Oh, wow! Wir haben ja super Plätze!» ruft der Claudio begeistert. Die 4 sitzen in der ersten Reihe, direkt an den Manegen an. Es geht nicht lang und plötzlich wird es dunkel. «Manege frei!» hört man aus dem Dunkeln und der Zirkusdirektor tritt auf. Er trägt einen schwarzen Anzug und einen Zylinder auf dem Kopf. «Sehr geehrte Damen und Herren, hallo, liebe Kinder!» begrüßt er die Zuschauer. «Es erwarten Sie ein spannungsvoller, grandioser Nachmittag voller Überraschungen.» Der Claudio rutscht aufgeregt auf dem Sitz hin und her. Die Zirkuskapelle fängt an zu spielen. 2 Glons treten in die Manege hinein. Der eine ist gross und dünn und der andere dick und klein. Die beiden tragen viel zu grosse Schuhe und fallen die ganze Zeit um. Ja klar, weil sie halt nicht so gut laufen können mit diesen viel zu grossen Schuhen. Sie ziehen sich auch immer wieder an ihrer roten Glonnase und an ihren bunten Kleidern. So etwas Lustiges haben die beiden Buben noch nie gesehen. «Psst, leislich, jetzt kommen die Seiltänzer», flüstert der Papi.